Die aktuelle Situation der Exportindustrie ist relativ gesehen gut. Und wenn ich sage relativ, dann meine ich erstens im Verhältnis zu anderen europäischen Ländern und zweitens auch eigentlich zu dem, was man noch bis vor einem halben Jahr erwarten konnte. Es hat sich gut entwickelt. Die Schweizer Firmen sehen sehr zuversichtlich in die Zukunft. Sie erwarten alle für das zweite Quartal steigende Exportabsätze oder mindestens gleichbleibende Exportabsätze. Ich glaube, das Bild hält sich langsam, aber auf einem verhaltenen Niveau auf. Der Schweizer Franken spielt dabei für die Schweizer Firmen immer noch eine wichtige Rolle und er schmerzt sie auch immer noch. Was eigentlich auch selbstverständlich ist, als der Franken-Euro-Kurs bei 1,60 war, hat das viel größere Margen abgesetzt als jetzt, wo der Kurs bei 1,22 ist. Aber trotzdem, man sieht, die Firmen haben gelernt, mit dem starken Schweizer Franken umzugehen. Sie haben sich weitestgehend angepasst. Wenn man die Unternehmen heute fragt, wie schmerzhaft sie berührt sind vom hohen Schweizer Franken, dann sieht man, es ist für sie besser geworden, zum Beispiel im Vergleich zum letzten Jahr. Wir haben so 3 Themen, die unsere Kunden im Export beschäftigen. Das erste ist Wachstum. Also die Euro-Krise beschäftigt natürlich unsere Unternehmen, da vor allem im südlichen Europa das Wachstum nicht mehr vorhanden ist. Das heißt, ich muss in anderen Regionen, Ländern der Welt wachsen. Wo mache ich das? Wie mache ich das? Dort wieder unsere Expertise, sei es aus der Economic Research Seite bei uns, aber auch aus Switzerland Global Enterprise. Das zweite ist die Absicherung der Forderungen. Da helfen wir mit Trade Finance, mit Factoring oder mit Garantieleistungen, die Forderungen und die Leistungen unserer KMUs und unserer Unternehmen im Ausland abzusichern. Das dritte ist die Währungssituation. Der Euro ist nach wie vor sehr tief, der Franken ist stark. Und da gilt es, Situationen, wie wir sie jetzt vor einigen Wochen gehabt haben, wo der Euro ein bisschen erstarkt ist, zu nutzen, damit diese Währungen entsprechend abgesichert werden können. Gerade in dieser schwierigen Zeit ist es wichtig, dass wir den Unternehmen beistehen können, indem wir ihnen neue Märkte aufzeigen, die ihnen helfen, auch in außereuropäischen Gebieten Fuß fassen zu können. Dadurch können sie auch dieser Euro-Schweizer Franken-Problematik etwas entfliehen, höhere Margen erwirtschaften und das hat dann auch wieder zur Folge, dass sie mehr Geld zum Investieren haben. Und wir brauchen Investitionen, wenn wir weiterhin Innovationschampion bleiben wollen. International Unternehmen unterstützt die Credit Suisse generell erstens mit Finanzierungen. Das heißt, wir stellen diesen Unternehmen die nötigen Investitions- und Umlaufsvermögenskredite zur Verfügung, damit sie ihre Produktion und Dienstleistungen in der Schweiz herstellen können. Zweitens geben wir diesen Unternehmen Instrumente in die Hand, damit sie ihre Exporte absichern können. Es sind dies vor allem Handelsfinanzierungen, akkreditive Garantien und Währungsabsicherung. Und drittens haben wir mit Partnerschaften wie mit Switzerland Global Enterprise stellen wir Informationen und Know-how zur Verfügung. Wir arbeiten jetzt seit 2009 sehr eng mit Switzerland Global Enterprise zusammen. Unsere Kunden haben direkt Zugang zu den Länderexperten von Switzerland Global Enterprise. Das heißt, wir helfen unseren Kunden mit Know-how, aber auch mit Beratung von Switzerland Global Enterprise. Wie geschieht das? Wir machen Länderberatungen vor Ort beim Kunden oder in unseren Filialen. Wir führen Events durch, zusammen mit unseren Trade Finance Spezialisten und den Spezialisten von Switzerland Global Enterprise. Oder wir bringen unsere Kunden mit den jeweiligen Länderverantwortlichen von Switzerland Global Enterprise zusammen.